Ich möchte heute darüber sprechen, Gottes Zurüstung schmerzt. Und jetzt denkst du, was ist das für ein krasses Thema? Was ist das für ein Titel? Ich weiß nicht, was du für eine Woche ganz konkret erlebt hast, aber die letzten 2 Wochen waren nicht meine Lieblingswochen. Wir haben vor 2 Wochen einen lieben, treuen Mann im ICF beerdigt. Er war in der International Celebration da, jeden Sonntag. Hatte immer einen Block auf den Knien und hat immer die Predigt von mir gefeedbackt, was im Englisch falsch war. Und immer, wenn ich so gepredigt habe, habe ich gemerkt, oh, er schreibt wieder. Und ich habe gewusst, oh mein Gott, heute schreibt er aber immer. So. Und dann haben wir beerdigt vor 2 Wochen in Stuttgart und ich war am Grab und ich habe von ihm jede Woche eine Sprachnotiz bekommen. Hi Leo, ist Robert. Und seit 2 Wochen habe ich keine Nachricht mehr von ihm bekommen. Ist jetzt im Himmel, korrigiert vermutlich immer noch. Und ich war am Grab und ich habe wirklich geweint, weil eine Stütze von unserer Church, die jeden Sonntag treu da gewesen ist, hat Gott in den Himmel genommen, weil gedacht hatte, dein Englisch, Leo, ist jetzt gut genug. Keine Ahnung warum. Dann in dieser Woche hat bei meiner Frau in der Firma einen Mann, der ist sehr offen für Jesus. Für den haben wir gebetet, ist plötzlich in der Nacht einfach gestorben. Und wir haben gedacht, das kann doch nicht sein, vor dem Endspurt einfach die Geschichte. Und dann am Mittwoch, für die Zeitung lesen, bei uns zu Hause, wo ich wohne, wurden 2 Menschen bei der Tiefgarage, das vielleicht gelesen, ermordet. Das ist ein Fensternachbar für uns, ein Geschäftsmann, der Dinge gemacht hat. Das Blut lag alles da, wir kamen nach Hause, Mittwoch, alles war abgesperrt. Dann habe ich gedacht, hey, was geht ab in der Welt? Und dann diese Woche habe ich erfahren von einem guten geistlichen Freund, das war für mich das Vorbild, was bedeutet, alt zu sein, eine Bewegung zu leiten, ist über gewisse Themen gefallen, gestolpert und ich habe gedacht, hey, was läuft denn da in dieser Welt? Und ich bin jetzt heute nicht so im besten Feeling. Kennst du das? Weil Leute denken, er lacht ja immer, logisch, ich habe meine Zähne geputzt. Nein, ich habe auch Situationen, wo ich denke, liebe Frauen und Männer, es gibt Momente, wo Gott mich durchschüttelt, wo Gott aber auch dich durchschüttelt. Und wenn Gott uns so durchschüttelt, ist ja hochinteressant, was bleibt dann noch? Also was ist unsere Substanz? Und ich möchte euch heute so mitnehmen in ein Gedanke, immer wenn Gott etwas Großartiges in deinem Leben bewirken möchte, kommen immer Themen hervor, die waren schon immer da, hat man vielleicht verdrängt, man hat sie vielleicht nicht gesehen und Gott sagt so, jetzt ist der Zeitpunkt, lasst uns mal diesen Teppich lupfen und mal wirklich schauen, was ist denn da drunter. Und das tut immer mega weh, weil es ist nicht cool. Manchmal ist man überrascht, was da drin ist. Und manchmal kann man auch überrascht sein, da ist gar nichts unter dem Teppich. Und wenn man die ganze Ostergeschichte anschaut, hat das 4 Tage, 4 Positionen. Es beginnt beim Gründonnerstag. Das war der Tag, als Jesus war im Garten Gethsemane. Gethsemane heißt die Ölpresse. Gott hat ihn gepresst und es kam unter seinem Teppich, auch im Leben von Jesus kam ein Thema hervor, wo viele gedacht haben, das kann gar nicht wahr sein. Ich möchte erklären, wie hat Jesus sein Thema angepackt. Dann kommt der Freitag, Jesus stirbt am Kreuz. Es war ein Tag vom Schmerzen, weil diese Position hat Jesus sich nicht freiwillig ausgesucht. Und dann, du kennst ja das immer, wenn etwas zerbricht im Leben, dann denkt man immer, ja, das kommt schon noch gut. Es ist interessant, wenn zum Beispiel du einen Als verlierst, der stirbt, dann denkst du einen Tag später, das kann gar nicht sein. Der kann gar nicht tot sein. Der kommt 100% nochmals. Und als dann die Jünger gemerkt haben am Ostersamstag, er ist wirklich tot, er kommt nicht mehr, waren sie mega verwirrt, weil die Botschaft, die Jesus gegeben hatte und die Hoffnung war in einem Schlag wirklich vorbei, forever. Und dann kommt ja der Ostersonntag, sie kommen zum Grab und das Grab ist leer und Jesus hat, bevor er in den Himmel ging, sein Gewand zusammengefaltet. Und ich habe das letzten Sonntag erklärt, wenn man etwas zusammenfaltet in einem Restaurant, bedeutet es zum Kellner, ich bin auf dem Klo, auf der Toilette, komme wieder, räume es nicht weg, mein San Pellegrino mit Zitrone. Ich komme wieder. Und Jesus sagt zu den Jüngern, don't worry, ich komme ja wieder, ich habe alles unter Kontrolle. Und in diesen 4 Tagen werden wir uns die nächsten 2 Sonntage beschäftigen. Was bedeutet das ganz, ganz konkret für dein und mein Leben? Ich möchte dir heute sagen, wenn Gott dich beruft in deinem Leben und du hast eine Berufung, du hast eine Bestimmung, werden immer schmerzhafte Themen hervorkommen, die uns wie eine Handbremse angezogen uns hindern.
Und ich habe ein Bild, das hat mich geprägt, als ich die Autoprüfung gemacht habe, vor vielen Jahren, sagte der Prüfungsexperte, so, Herr Bicker, jetzt können Sie losfahren. Und ich habe den ersten Gang reingestellt und habe Gas gegeben, aber das Auto hat sich nicht bewegt. Da habe ich gedacht, ja, du hast einen dritten Gang drin, also nochmal ersten Gang rein, kennst das? Ersten Gang rein, Gas gegeben, Auto hat sich nicht bewegt. Dann sagt der Fahrlehrer, Herr Bicker, so gelächelt, jetzt müssen Sie auch noch die Handbremse lösen. So, und dann ging es los. Und ich habe heute das Eindruck, es gibt gewisse Handbremsen in unserem Leben, die sind angezogen, bewusst oder unbewusst, und Gott wird die nächsten paar Tage sagen, hey, lass deine Handbremse los, lass uns beginnen zu fahren, lass uns beginnen, die Welt für Jesus Christus auf den Kopf zu stellen. Wir leben in einer Generation, wo Menschen Gott mehr brauchen denn ever. Und ich möchte euch mitnehmen beim grünen Donnerstag, bei diesem Teppich. Was hat dieser Teppich zu tun? Ich habe eine Lieblingsgeschichte, und zwar, ich möchte gerade zum Beginn die erzählen, und zwar, ein Teppichleger hat einen Teppich gelegt in Zürich, in einer wunderschönen Wohnung. Und dann, als es so 4 Uhr geworden ist, hat er gemerkt, oh meine Güte, ich habe meine Zigarettenschachtel da unten vergessen, ich habe den Teppich drüber gelegt. Und er dachte, nein, ich mache den Teppich nicht nochmals neu. Und er hat einfach die Delle so flach gemacht. Hat gedacht, das sieht niemand, das merkt niemand, das weiß niemand. Und dann kommt die Frau nach Hause und sagt, wow, mega schön der Teppich gelegt, Giovanni. Bevor du nach Hause gehst zu deiner Maria, möchtest du gerne einen Kaffee? Er sagt ihr Logo Togo. Sie kommt aus der Küche und sagt, hey Giovanni, hier ist der Kaffee. Und by the way, du hast deine Zigarettenschachtel in der Küche vergessen. Und er denkt, Zigarettenschachtel? Vergessen? Und dann fragt sie ihn, Giovanni, hast du meinen Hamster gesehen? Und er sagte, nein, keine Ahnung, wo dieser Hamster ist. Und jetzt ist das Problem, liebe Frauen und Männer, jedes Mal, wenn Giovanni nach Zürich in die Stadt fährt, weiß er, da klebt ein Hamster. Und er ist noch immer da und niemand weiß es und niemand sieht es, aber ich weiß es. Und das bedeutet nichts anderes, dass wir alle haben unseren Teppich Themen, die niemand sieht, die niemand weiß, die sind da, und das bremst uns und das hindert uns daran, mit Schamgefühlen, mit Schuldgefühlen, und es können auch Dinge in unserem Leben passiert sein, da hast du gar nichts falsch gemacht, und es hindert uns daran, die Auferstehungskraft von Jesus ganz konkret in deinem Leben zu erleben. Und don't tell me, dass ein Mensch sich nicht verändern kann. Wenn du sagst, ich bin so geboren, ich fühle mich, dann ist dieses Kreuz und Ostern können wir gerade auslassen. Das Kreuz ist noch immer die Botschaft, was Minus ist in deinem Leben, kann und wird in einen gewaltigen Segen mit Gott verwandelt werden. Der Donnerstag im Leben von Jesus, und ich möchte ganz kurz beginnen mit einem Bibelvers in 1. Petrus 2, Vers 21. Dazu hat auch Gott euch berufen, denn auch Christus hat mit euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Was ist das Beispiel von Jesus? Jesus hat uns das Beispiel gegeben, wie verhält man sich am Donnerstag, wie am Karfreitag, wie am Ostersamstag und wie auch am Ostersonntag. Das ist eine Geschichte, wo Jesus sagt, folgt mir nach und lernt von mir, wie gewisse Themen in eurem Leben überwunden werden kann. Ich beginne mit dem grünen Donnerstag, und das bedeutet, es ist der Tag der Wahrheit. Es gibt immer, liebe Frauen und Männer, ob du willst oder nicht, der Tag der Wahrheit. Darf ich dir was ganz, ganz Ehrliches sagen? Du kannst deine Themen verstecken auf dieser Welt, aber nicht vor Gott im Himmel. Und das ist ein Statement, meine Mutter hat zu mir immer gesagt, Leo, Gott sieht alles. Ich habe gedacht, so ein doofer Satz. Er sieht wirklich alles. Wenn es jemand gibt, der nicht blind ist, ist es Gott, der alles sieht, der alles wahrnimmt. Und Gott manchmal denkt, warum in aller Welt willst du mit diesen Themen in deinem Leben leben, wenn es ein Leben der Freiheit gibt? Und es gibt einen Tag der Wahrheit. Und es beginnt, als Jesus, bevor er gefangen wird, kommt Jesus in den Garten Gethsemane oder auch in den Ölberg. Und da bezieht Jesus seine Freunde ein. Freunde statt Rückzüge, Matthäus 26, Vers 38. Und er sagte zu ihnen, zu den Jüngern, der Sohn Gottes, der keine Sünden hatte, sagt an dem Abend, ich zerbreche beinahe unter dieser Last, die ich zu tragen habe. Bleibt mit mir und wacht. Jesus hat am grünen Donnerstag den Teppich aufgehebt und hat gesagt, Jungs und Mädels, ich habe mega Angst. Das Kreuz kann ich mir nicht vorstellen. Wir denken oft, Jesus hat gelächelt, ging ans Kreuz und hat wieder gelächelt.
Nee, das war der Moment im Leben von Jesus, wo er seine Freunde einbezogen hat. Und das ist, liebe Frauen und Männer, das ist das Erste, was ich nicht verstehe. Warum in aller Welt haben wir Geheimnisse voneinander? Geheimnisse in der Small Group, Geheimnisse vor deiner Frau, Geheimnisse vor deinem Mann. Wenn Gott alles sieht, what's the point? I don't get it. Wir wollen immer unser Gesicht bewahren. Denkst du, wenn Leute das wissen, was ich alles durchlebe, dann bin ich gleich was auch immer. Aber das ist die Gefangenschaft Nummer 1. Jesus hat den Fisch auf den Tisch gelegt, hat einen Teppich gehebt und sagt, Jungs und Mädels, so sieht es aus in meiner Seele, so sieht es aus in meinem Körper. Und ich sage immer, du bist so frei in deinem Leben, so gesund in deinem Leben, wie auch die Themen ganz konkret auf dem Tisch sind. Und ich bin immer wieder überrascht, auch in meinem eigenen Freundeskreis habe ich das erlebt und fragt jemand, ist etwas in deiner Ehe? Nein, ist nichts, alles ist gut, alles ist super, alles läuft und macht und tut und links und oben, unten, hinten. Und dann plötzlich erfährst du, dass er seine Frau betrogen hatte seit Jahren. Das ist ja gar nicht mein Punkt, ob er seine Frau betrügt. Ist ja nicht mein Leben, ich habe sie ja nicht betrogen. Aber ich sage mir, dann sag's doch. Dann lass uns kämpfen, lass uns einen Weg finden. Es kommt dir sowieso irgendwann raus. Aber die Frage ist, wie kommt es raus? Du kannst es göttlich lösen oder es wird richtig übel und teuflisch. Aber die Geschichten kommen immer raus. Ist nur eine Frage der Zeit. Amen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Amen. Das macht keinen Sinn, dass es so übel rauskommt, wenn Gott uns immer wieder eine Chance gibt. Wenn du das Alte Testament anschaust, Gott gab immer Chancen, Gott gab immer Momente. Es gibt immer einen Moment, wo Gott sagt, komm jetzt. Und es ist nicht einmal, dass Gott einmal was sagt und es ist vorbei. Es gibt immer diese Momente. Und dann hat Jesus Gott gesucht und hat gesagt, Gott, ich weiß, du kannst es tun. Gott, ich weiß, du kannst dieses Kreuz von mir wegnehmen. Ist no problem. Ich will diesen Schmerz nicht erleben. Jesus hat nicht gesagt, ja, ich freue mich, ich habe so Bock darauf. Nee, ich habe keinen Bock darauf, wenn Gott mich zerbrecht. Ich habe keinen Bock darauf, wenn Gott mich so demütigt. Ich habe keinen Bock für das. Hallo? Bin auch ein Mensch. Jesus hatte keinen Bock für dieses Kreuz. Und dann sagt er, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und du merkst, von Donnerstag bis zum Freitag gibt es einen Teppich. Den hat Jesus aufgemacht und aufgehoben. Und die Bibel sagt, er hatte geschwitzt mit Blut aus Angst vor diesem ganz krassen Kreuz. Also Jesus hat den Teppich gehebt und hat gesagt, ich habe mega Angst. In der gleichen Osterwoche kam keiner der Jünger an diesem Teppichmoment vorbei. Hast du es gewusst? Bis dahin hat Petrus sein Ding gemacht, Thomas hat sein Ding gemacht, Judas hat sein Ding gemacht. Alle Jünger haben sein Ding gemacht. Bis Ostern gab es gewisse Themen, wo Jesus einfach sein ließ. Aber an Ostern, für jede von diesen Jüngern, wurde der Teppich gelüpft auf eine ganz üble Art und Weise. Petrus zum Beispiel, stell dir mal vor, der hat alle Wunder von Jesus gesehen. Blinde werden sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf, hat alle diese Wunder gesehen. Und dreimal wird er gefragt, Petrus, du bist doch einer der Nachfolger von Jesus. Und Petrus sagt dreimal, noch nie von Jesus gehört, noch nie gesehen, ich folge ihm nicht auf Instagram. Wie ist das denn möglich? Menschenfurcht. Menschenfurcht war ein Thema im Leben von Petrus, war schon immer da. Thomas lief davon und gesagt, der ist auferstanden, komm, vergiss den Fisch. Wenn ich nicht die durchbohrte Hand von Jesus anlangen kann, dann glaube ich gar nichts. Zweifel hat ihn weggetrieben. Judas hat ihn weggetrieben, Geld und Erfolg war sein Thema. Und die anderen Jünger sind alle aus Angst davongesprungen. Niemand war am Kreuz dabei. Niemand war mehr da. Und die Themen, die immer da gewesen sind, war Gott an Ostern für all die Jünger einfach aufgeheben. Warum macht das Gott? Weil Gott hat gewusst, Petrus, Thomas, ihr Jünger, ich brauche euch, damit ihr hinausgeht mit dem Trost, den ich trösten euch werden, wird hinausgehen und wird eine Botschaft haben. Ich möchte dir heute sagen, mit dem Trost, den Gott dich heute tröstet in deinem Leben, hast du eine Botschaft für die Welt. Und deine Botschaft, die du hast, die kann dir niemand rauben, niemand stehlen und es wird Berge bewegen und Menschenleben verändern. Wenn Gott es zulässt an Ostern, dass kein Jünger
am Teppich vorbeikam, hast du das Gefühl, dass ich an einem Teppich vorbeikommst. Vergiss das. Er hebt diesen Teppich und ich sage dir auch warum. Viele von uns haben so eine angezogene Handbremse. Das vielleicht was erlebt in deiner Kindheit. Und du bist da, schaust online und sagst, ich glaube nicht mehr an das Konstrukt der Ehe. Weil ich habe gesehen, wie meine Eltern sich scheiden ließen. Und das hat mich so verletzt. Und ich sehe viele Freunde, bei niemandem funktioniert es. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass das bei mir funktioniert. Und das bedeutet, wir machen eine Festlegung. Und das bremst sich gewaltig in deinem Leben. Andere sind so enttäuscht geworden von Kirche. Kirche wird dich immer enttäuschen. Nicht das Gebäude leider, nicht das Logo, das auf den Kopf fällt. Kirche sind Menschen. Und Kirche ist nichts anderes als eine perfekte, unperfekte Menschen kommen zusammen, aber wir beten einen perfekten Gott an. Das heißt, in unserer Reihe wirst du enttäuscht werden. Du wirst im ICF enttäuscht werden. Amen. Du wirst im ICF enttäuscht werden. Du wirst auch von mir enttäuscht werden. Mehrfach. Amen. Alles andere ist eine Irrlehre, alles andere ist eine Lüge. Und dann sagen Leute, ja, wenn Kirche mich verletzt, dann gebe ich mich auch nicht hinein. Wenn ich mich nicht hineingebe in meinem Finanzen, Geld und Dings, ist das euer Thema. Ich bin einfach Zuschauer. Wir haben mega viele Themen, wo wir eine Festlegung gemacht haben aus Erlebnissen, Erfahrungen und einer Situation. Und es gibt genauso in deinem und in meinem Leben einen Teppich. Und das sind unsichtbare Themen, die sind da. Und die Frage ist, was machst du mit diesen Themen? Und die Bibel sagt, wir haben einen Schuldbrief. Einen Schuldbrief. Und ich möchte euch diesen Vers vorlesen von einem Schuldbrief. Und ich habe bewusst nur den ersten Teil genommen, Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so sehr belastete. Hast du gewusst, dieser Schuldschein belastet dich? Also, dein Erlebnis in einer Kirche, dein Erlebnis mit Leiterschaft, dein Erlebnis mit deinen Eltern, mit deinen Finanzen, mit Geben, macht dich schuldig. Es ist nicht, dass Gott mit dem ein Problem hat, liebe Frauen und Männer. Du hast mit diesen Themen ein Problem. Du stehst dir selber im Weg. Ich vergesse es nie mehr, vor vielen Jahren hat mich jemand gefragt, im ICF, kann ich dein Auto auslehnen? Wir haben es ihm gegeben und ich vergesse es nie mehr. Ich habe das sicher schon mal erzählt. Und am Sonntagmorgen, alte Börse, ich war immer relativ früh da, kommt der weißes Gesicht auf mich zu und sagt zu mir, ich habe ein Problem. Hier ist ein Autoschlüssel. Habe ich gedacht, immerhin. Dann sagt er, dein Auto ist Totalschaden. Ich habe nichts dafür, habe einfach nicht gut geschaut. Aber immerhin, hier ist der Autoschlüssel. Hatte keine Versicherung. Es gibt Schweizer, die sind nicht versichert. Habe ich nicht gewusst. Hatte kein Finanzengeld. Weißt du, was ich sagen hätte können? Frag mich nie mehr für etwas. Habe ich einmal gemacht? Nie mehr. Das sind Geschichten, du erlebst solche Geschichten in deinem Leben und sagst einmal und nie wieder, das geschieht immer wieder. Und der Einzige, der Freude daran hat, ist der Teufel, der genau schaut, dass wir solche Festlegungen uns im Leben machen. Wir alle haben Themen, die dich anklagen, die dir eine Handbremse in deinem Leben bewirkt hat. Und Gott öffnet diesen Teppich, liebe Frauen und Männer, als eine Chance, dass ein Wunder in deinem Leben geschehen wird. Vor vielen Jahren, vergiss es nie mehr, ich vergesse viele Dinge nicht mehr, die mir wichtig sind. Ich war in einer Gemeinde für 2 Jahre. Nach jedem Sonntag, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, geht man raus und dann wird diskutiert über die Predigt. Gut, schlecht, super. Und ich war ja auch immer dabei in dieser Gruppe. Und als Gott mich gefragt hatte, willst du ein Prediger werden, habe ich gesagt, Prediger? Meine Zukunft ist das Feuer. Und da wird diskutiert und gemacht. Habe gesagt, erwähl doch jemand anders. Der liebt es, auseinandergenommen zu werden in alle Details. Weißt du, was ich sage? Und ich habe gemerkt, in der Woche, als Gott zu mir gesprochen hat, habe ich gemerkt, ich habe
ein Erlebnis gemacht. Und wenn ich dieses Erlebnis nicht ablege, würde ich nie preachen on stage. Das heißt, ich stehe mir selber im Weg. Das belastet mich mega krass. Und ich möchte dich fragen, was belastet dich mega krass? Nimm es, liebe Frauen und Männer, in dieser Osterwoche. Es ist ja Osterwoche bedeutet, es ist Ostern. Was tot ist in unserem Leben, kann Gott zu neuem Leben erwecken. Vielleicht stehst du dir im Weg. Oder vielleicht bist du monsterenttäuscht von Gott. Monsterenttäuscht von Gott. Wie kann ein Gott das in deinem Leben zulassen? Also Jesus hat einen Teppich gehabt und gesagt, ich habe mega Angst. Er war ehrlich und dieser Schuldbrief, liebe Frauen und Männer, gehört nirgends anders hin als an dieses Kreuz, der Tag von Schmerzen. Und ich werde diesen Vers noch zu Ende lesen, weil es hat eine ganz krasse Verheißung. 2. Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seiner Forderung so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit für immer, für ewig vernichtet. Liebe Frauen und Männer, dieser Brief ist für immer und ewig vernichtet. Und du musst wissen, was geschieht am Kreuz effektiv. Und ich habe etwas gelernt, das hat mich geflasht. Weil es gibt so Bibelstellen, wo man liest und denkt, okay, ja gut, verstehe ich nicht, aber hat keine Bedeutung für mich. Ich nehme euch mit im Psalm 22, Vers 6 bis 9. Und dann spricht Jesus über dich und mich. Und er jammert ein bisschen und sagt, Herr Gott, ist nicht ganz fair. Hör gut zu. Zu dir schreien sie, das heißt wir alle. Wir alle schreien zu dir und sie wurden gerettet. Sie vertrauen dir und du hast sie nicht enttäuscht. Es gibt keinen Mensch, wo Gott, wie Jesus sagt, wurde enttäuscht von Gott. Jesus sagt, Vater im Himmel, alle Menschen, die zu rufen, du erhörst sie und du enttäuscht sie nicht. Und dann geht's weiter. Ich bin mega begeistert. Und was ist mit mir? Fragezeichen bedeutet Fragezeichen. Ein Wurm bin ich. Okay? Calm down. Ein Wurm. Kein Mensch mehr. Nur noch Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf und sagt, das Kreuz gibt's doch gar nicht, was soll das? Überlass Gott deine Not, lästern sie. Wenn Leute sagen, ist es dann so einfach, du nimmst dein Thema, legst einen Schuldbrief an das Kreuz und dann sollte alles gelöst sein? Ist alles okay mit dir? Bist du auf Drogen? Kennst du die Welt? Ja, also ihr Christen, ihr seid mega lustig. Das geht doch gar nicht. Der sollte doch helfen, dich retten. Er liebt dich doch oder etwa nicht. Liebe Frauen, es gibt ein Detail. Are you ready? Das hast du noch nie gehört. Das habe ich noch nie gehört. Und es ist keine Irrlehre, es steht so in der Bibel. Im Vers 7 heißt es, ich bin wie ein Wurm. Und das Wurm heißt übersetzt toller Art. Toller Art. Ich bin ein Wurm toller Art. Und das Wort toller Art ist das gleiche Wort, das man braucht für die Farbe in der Bibel. Blutrot. Wenn meine Sünden blutrot sind, Scharlach, Scarlet, diese Farbe, Talaat, Blutrot. Es gibt nur einen Wurm, der Blutrot generieren kann. Und das ist der Wurm, der heißt auf Lateinisch Kermes echeninatus. Und dieser Wurm, den wir jetzt sehen, im nächsten Bild, dieser Wurm ist so hässlich. Lach ist er hässlich. Und Jesus sagt, ich war wie dieser Wurm am Kreuz. Schau dieses Bild an von Jesus. Man konnte seinen Anblick nicht anschauen. Tolle Art. Blutrot. Und dieser Wurm hat man geerntet und man konnte ihn kochen. Und dann hat man diesen Wurm gekocht, wurde es Scharlach blutrot. Und wenn man dieses Blut dann nahm auf den Finger, ist wie ein Tattoo, bringst du nicht mehr weg von deiner Haut.
Und jetzt sagt Jesus, ich bin wie ein Wurm am Kreuz. Und du denkst, was soll das? Es gibt dieser weibliche Wurm, der ganz bewusst auf einen Holzstamm hochklettert, sich festklammert. Und dieser Wurm weiß, hier von diesem Baum komme ich nicht mehr lebend runter. Und an diesem Holz, wo dieser Wurm sich festgekrallt hatte, Jesus war der Nägel durch Hände und Füße, der kam nicht mehr lebendig von diesem Kreuz runter. In 3 Tagen, als dieser Wurm am Kreuz hing und starb, ist beim Tod, ist der Wurm innerlich explodiert. Und in dieser Explosion kamen alle Würmer im Bauch hervor und hat alles verteilt. Und man konnte diese kleinen Würmer nicht mehr einfangen, nicht mehr stoppen. 3 Tage kann man diesen Wurm ernten, es ist rot. Und nach 3 Tagen, liebe Frauen und Männer, ist der explodierte Wurm, man sagt, man hat den Spieß bei Jesus auf die Seite geschoben, Blut und Wasser kam separat raus, man sagt, es geschieht nur, wenn ein Herz explodiert. Und dieser Wurm explodierte an diesem Holz. Und nach 3 Tagen wird dieser tote Wurm schneeweiß. Und dann kommt ein Wind und er fällt runter. Und es heißt in Jesaja 1, Vers 18, wenn eure Sünden auch blutrot ist Tolat, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Purpur, soll es doch werden wie Wolle. Und wenn diese Wolle abfällt vom Kreuz, weißt du, was bleibt an diesem Holz? Das Rot, das Blut, das Tolat, ich habe ein Bild mitgebracht, das Scharlach, all das wird für immer bleiben, auch bei diesem Baum. Was auch immer du in deinem Leben durchgehst, hat 2 Botschaften. Das Blut von Jesus Christus hat dich markiert und niemand kann das von dir mehr wegnehmen. Zweitens, an diesem Kreuz, liebe Frauen und Männer, ist eine Explosion entstanden. Das, was tot war in deinem Leben, wird zu einer gewaltigen Botschaft. Das kann man nicht mehr aufhalten. Petrus hat Menschenfurcht gehabt und nach Ostern wird er ein Mensch, der hatte Gottesfurcht und hat gepreacht und ihm war es so egal, was haben Menschen gedacht, Social Media, TikTok, was auch immer. Der Zweifler Thomas hat die Hand von Jesus gespürt und er ging als weitest hinaus in die Welt und hat das Evangelium verkündigt. Judas war tot, bleibt tot für immer. Alle anderen Jünger, die Angsthasend waren, haben alle für das Evangelium ihr Leben für die Sache von Gott hingegeben. Du kannst deine Botschaft, dass du mit deinem Gott im Himmel erlebst, kann niemand auf dieser Welt stoppen. Amen? Niemand. Niemand, I tell you. Ich möchte enden mit einer Geschichte. Gott hat eine Botschaft, mit dem Trost, den Gott dich getröstet hat, mit dem Kraft, wo Gott dein Problem in ein Wunder verwandelt hat, hast du eine Botschaft. Menschen lachen über Ostern, sie lachen über dieses Kreuz, sagen, ich glaube nicht an diesen Schmarrn, ich glaube nicht an das. Liebe Frauen, eine Sache können Sie nicht ableugnen. Du warst Alkoholiker, jetzt bist du frei. Du warst pornosüchtig, jetzt bist du ein Worshipper. Ich war ein Ehebrecher und jetzt bin ich treu. Ich war magersüchtig und jetzt habe ich ein Sixpack. Das ist eine Geschichte to share. Ich war in Stockholm an einer Konferenz und dann war ein Mann auf der Bühne, der hat geworshipped, geleuchtet, gehüpft und gefunkelt. Sowas habe ich noch nie gesehen. Dann habe ich die Leute gefragt, was ist mit dem los? Hat er ADSL? Ich habe nur eine Frage gestellt. Ich bin ein Mensch, ich stelle Fragen. Sagt der Pastor mit Tränen in den Augen, der Mann hat vor einem Jahr sein Kind beerdigt. Das Kind ist an Krebs gestorben. Du hast gar keine Ahnung, wie viele Sonntage haben wir gebetet. Wie viele Sonntage haben wir gefastet. Er hat gesagt, seine Hände gibt nur einen Grund.
Der Mann wird nur noch worshipend durchs Leben gehen, weil alles andere hat er verloren. Aber er hat seit einem Jahr nicht einmal seine Hände runtergenommen. Und wo auch immer er ist, in seiner Stadt, in seiner Firma, er spricht über die Güte Gottes, weil er weiß, es macht keinen Sinn. Und dennoch und trotzdem sagt er, meine Freude habe ich lernen müssen in diesem Jahr, sind nicht meine Umstände, die sind verschissen. Aber ich habe einen Gott im Himmel und ich werde nicht aufhören, meine Hände runterzunehmen, bis ich in den Himmel gehe. Ich möchte die Geschichte heute Leute sagen, wo sagen, mit dem Kreuz ist nicht alles in meinem Leben so gekommen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das habe ich dich auch nicht gefragt. Sondern das Kreuz hat eine Botschaft. Hast du gewusst, dass dieser Mann, hat der Pastor mir gesagt, wenn eine Person nach vorne kommt für ein Wunder, ist er der Erste, der von der Bühne runtersteigt und er überlässt das Gebet nicht dem Gebetsteam. Weil mit dem Trost, den Gott ihn getröstet hat, tröstet er Menschen. Das ist seine Story. Und genau das will der Feind uns im Leben stoppen. Das ist genau deine Story von Ostern. Das, was tot ist, hat Gott lebendig gemacht. Und das Blut von Christus kann man nicht mehr wegnehmen von meinem Leben. Ich habe einen Wunsch für diese Woche. Für alle Small Groups, für alle Microchurch, für Online-Besucher, für alle YouTube-Besucher. Ich habe einen Wunsch. Ich habe eine Bitte. Könntest du diese Woche mir zuliebe mal deine Themen aufschreiben? Könntest du mal eine Woche, mal ganz ehrlich, nur eine Woche, dann kannst du aufhören, den Teppich mal zu heben, nur eine Woche. Und diese Themen erleben wie am Osterweekend. So viele Möglichkeiten. Gott ein Wunder in deinem Leben bewirkt. Ich lade dich ein, aufzustehen, live, online, Microchurches all over. Und ich möchte ein Gebet beten, dass der Heilige Geist deine Geschichte gebraucht, um andere Frauen und Männer zu segnen. Heiliger Geist, hier bin ich. Gott hat uns den Heiligen Geist anvertraut. Er ist mein Lehrer, er ist mein Begleiter, mein Beschützer, aber auch der Dinge an das Licht bringt. Weil heute ist der Tag, wo Gott in deinem Leben Wunder vollbringen möchte. Die Bibel sagt, verstocket nicht eure Herzen an den Tag, wo Gott an dein Leben klopft. Heiliger Geist, schenk mir eine Offenbarung von meinen Themen. Auch da, wo du in deiner Seele eine Festlegung gemacht hast in deiner Vergangenheit. Ich werde nie heiraten. Ich glaube nicht mehr an Treue. Ich glaube nicht an das Prinzip von Geben mir. Ich glaube nicht das Prinzip von Leiterschaft. Leiter sind doof. Ich glaube nicht mehr an die Kraft der Church. Was auch immer dein Thema ist. Es blockiert dein Leben und es blockiert deine Story. Aus Petrus wurde ein Fels, auf dem baute Gott seine Church. Aus Thomas wurde ein Botschafter, der ging in die weitesten Ecken der Welt. Nichts war ihm zu weit. Und alle anderen Jünger sind aufgestanden, haben die Kraft vom Evangelium hinaus posaunt als eine Motivation, Gott ist hier.
Heiliger Geist, löse meine Handbremse. Löse diese Dinge in mir, die ich mir bewusst bin, aber auch diese Dinge, die ich mir nicht bewusst bin. Löse es in mir. Ich hoffe, dass die Predigt zu dir gesprochen hat und du mega viel mitnehmen kannst für deinen Alltag, damit wir am Herzen von Jesus jeden Tag einfach so nahe sind und mega viele coole Dinge mit Jesus erleben werden. Wir möchten gerne mit dir in Kontakt treten und sagst, hey, ich habe Fragen, ich habe Anliegen, ich möchte mich gerne bei euch irgendwo integrieren, dann melde dich einfach bei uns, weil ich glaube, effektiv im Leben mit Jesus ist es so cool, gemeinsam unterwegs zu sein. Ja, unsere Leidenschaft ist es, dass wir Menschen positiv aufblühen sehen durch die Kraft von Jesus Christus und sehen, wie sie auch ihr Umfeld verändern. Und wir laden dich von Herzen ein, Teil von dieser Vision zu sein. Wir haben Hunderte von Mitarbeitern, Menschen, die unsere Kirche unterstützen mit Gaben, Fähigkeiten und auch mit unseren Finanzen. Und ich danke dir von ganzem Herzen, wenn du ein Teil von dieser Vision bist, auch mit deinen Finanzen. Ja, abonniere doch unseren Kanal, damit du immer den neuesten Content bekommst und informiert bist, was Gott alles macht durch unsere Church. Und es würde uns mega, mega freuen. Also bis zum nächsten Mal. God bless you und ciao zusammen.